Ein religiöser Aufbruch Anfang der 1960er. Progressiv geht eine evangelische Bruderschaft für Jesus auf die Bühne. Die Christusträger leben in einer Kommune und haben eine große Vision. Wir möchten mit diesen Veranstaltungen erreichen, dass einfach möglichst viele Christen werden, dass möglichst viele entdecken, wo das Leben wirklich liegt, wie das wirklich läuft. 30 Jahre lang spielt auch Bruder Dieter in der Band. Pop- und Rockmusik mit christlichen Inhalten, das ist was Neues. Also, der Provokateur Jesus, der hat uns begeistert. Nicht der ständig tröstende Liebe, sondern der Provokateur war es, zumindest für mich. Wenn das wahr ist, was Jesus sagt, was heißt das dann? Wie müssen wir uns jetzt verhalten? Zu Hause, in unserer Gemeinde oder in unserer Ortschaft oder in unserem Beruf? Das waren die Fragen, die dann diskutiert wurden. Ne? Einige Mitbrüder der Gemeinschaft gehen ins Ausland. Nach Afghanistan, Pakistan, Vietnam und Afrika. Die schlimmste Not lindern, den Menschen Bruder sein, wie Jesus. Ihnen über den Fluss helfen, wie der heilige Christophorus. Nicht reden, sondern tun, als Ärzte, Techniker, Ingenieure. Das ist ihre Maxime. 1986 entscheidet sich die Bruderschaft, nach Kloster Triefenstein in Unterfranken zu ziehen. Das alte Augustiner-Chorherrenstift muss komplett renoviert werden. Aber so entstehen 90 Schlafmöglichkeiten für Gäste. Ein starker Freundes- und Unterstützerkreis hilft, mit Spenden und mit Arbeitseinsätzen. Als ich gesehen habe, was die hier machen und auf Gott vertrauen, also mit so viel Gottvertrauen, solche riesigen Dinge angehen, da habe ich mich nur gewundert und gestaunt. Wir kommen gern und es ist eine warme Atmosphäre auch. Gemeinsame Zeit mit allen, das ist den Brüdern bis heute wichtig. Bei Essenszeiten und auch im Stundengebet. Derzeit sind es 14 Christusträger, die hier zusammen mit den Gästen und Mitarbeitern des Hauses beten. 3-mal am Tag, ganz gleich, was sonst ansteht. Ja, die beten auch mitten in den Problemen. Und dann habe ich angefangen, auch selber so zu beten. Mitten in den Problemen, Gebet. Joel Heinzmann ist 19 Jahre alt. Sein freiwilliges soziales Jahr ist fast zu Ende. Er war verantwortlich für die Gästerezeption, aber auch fürs Zimmer herrichten. Ganz nebenbei hat er seinen Studienwunsch für sich neu entschieden. Ja, also Theologie ist sowas, da entscheidet man sich nicht einfach dafür, würde ich sagen. Und gerade im Abiturjahrgang hat man vielleicht noch nicht so den Mut zu der Entscheidung oder so. Ich habe dann eher sowas nach was Klassischem gesucht, vielleicht irgendwas eher im technischen Bereich oder so. Aber genau, da habe ich mich dann im Endeffekt noch nicht so ganz zu Hause gefühlt dann bei dem Gedanken. Jetzt also doch Theologie. Als Gast will Joel wieder nach Triefenstein kommen, aber als evangelischer Bruder möchte er nicht leben. Die Christusträger könnten durchaus Nachwuchs brauchen. Es gibt nach wie vor jede Menge zu tun. Und sie hätten viele Ideen für weitere Projekte. Es kommen ja junge Leute, die eine Zeit lang bei uns mitleben wollen, wofür wir auch sehr dankbar sind. Und ob es auf Dauer wirklich einige noch gibt, die ihr Leben in unserer Gemeinschaft verbringen wollen, oder ob wir dann irgendwann sagen müssen, okay, es entsteht Neues an einer anderen Stelle. Diese Frage können wir noch nicht beantworten. Aber wenn es denn so ist, freuen wir uns auch, wenn an einer anderen Stelle Nachfolge Jesu gelebt wird, in einer anderen Form.